Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag, Caroline. Dag, lief Lükscher zu Hus und unterwegs. Da sind wir wieder mit unserem Kote Podclav in der Sommerferie. Hück machen wir jetzt Finges, hück sprechen wir über eine Ausflug nach Bonn. Ja, nach Bonn kann man gut hinkommen. Wenn man nicht mit dem Auto fahren will, hat man die Möglichkeit mit der Linie 16 von der KVB oder der Linie 18 bis nach Bonn zu fahren. Oder mit dem Zug. Oder mit dem Zug. Oder auf der Autobahn. Die erste Autobahn Deutschlands, die Nummer 555, die hätte Adenauer initiiert. Wie doch genannt, wie Bonn noch Bundeshauptstadt war, die Diplomatenrennbahn. Also da geht man auch gut nach Bonn hin. Aber es ist schwierig, in Bonn einen Parkplatz zu finden. Also besser ist es dann doch mit der KVB, hätten wir auch ein bisschen zu luren, rechts und links der Kap, es ist ja auch nicht schlecht und eine schöne Fürjeberg, ne? Ja. Da können wir dann eine Lanz fahren und dann ist man auch direkt am Bahnhof und mittendrin. Das ist ja schön, du gehst am Bahnhof raus, gehst in die Poststraße und dann bist direkt mittenmang in der Fußgängerzone. Ja, und da in der Nähe, das ist das jetzt doch für die Fußgängerzone, meine ich. Der Cassius-Jade, das ist ein Restaurant, wo man nur vegetarische Kram zum Öffnen gibt. Die machen das erst lecker parat. Also vegetarische Kram hört sich nicht gut an. Das ist wirklich super. Man kann stundenlang da sitzen und die Leute, die da sitzen, essen auch vegetarisch. Da ist auch ein bisschen ruhig. Normal machen wir ja nicht so Reklame, aber dafür machen wir sie wirklich. Das ist ein echt schön Wirtschaft. Aber dann ja wir auch vegan, ne? Da sieht man direkt, wenn man da lands geht, der Beethoven da stand. Das ist ja der berühmteste Sohn von der kleinen Stadt. Ja, das kann man so, nicht zu vergessen, der Münsterplatz, der ist auch Ja, das ist doch da drauf, der Beethoven, das ist doch der Münsterplatz. Ja, also das hat sie gesagt, das habe ich nicht mitgekriegt, hatte ich halt auch so. Du Rehlächer, die Statue von Beethoven ist doch ob dem Münsterplatz. Da ist die schöne Kirche, aber die Statue ist auch ein Café und kann man sich ein bisschen über der Beethoven austauschen. Ist ja ein Schand. 1770 ist sie geboren wie der Hölderlin und das wollten sie rausführen und das ist alles in der Butz gegangen wegen dem Driss Corona. Aber das Beethovenhaus kann man auch noch beluren, das ist auch in der Fußgängerzone. Ja, apropos Fußgänger, das Bonner Münster ist ja arsch fing, aber im Moment das ist eine Generalsanierung, das ist ringsherum so. Dann geht man einfach wieder auf der Rathausplatz und kann eine Kaffee schlappen. Das ist ganz hier nötig, da ist auch Mat, aber man kann auch da sitzen und sich darauf besinnen, wie das noch Hauptstadt war, wer da all in dem Rathaus gewesen ist und wann fast laufend ist, dann wird der auch da angefangen. Das ist ganz in der Nähe von der Uni. Ja, Uni, ja, das ist ja das Schloss. Das ist ja, wo die Uni ist, ne? Oder habe ich das verkehrt? Ja und nee, die Uni von Bonn ist verteilt. Also in dem Schloss, was du jetzt meinst, da ist das Hauptgebäude. Aber das ist ja auch noch im Schloss in Poppelsdorf. Und das Juridikum ist noch woanders. Also es gibt paar Plätze, wo die Studenten sich aufhalten. Aha. Und in der Pus haben sie, da ist ja die Hofjade, da kann man auch drauf sitzen und sich resten. Und schönem Wetter. Ja, und wie ich studiert habe, da wurde auch viel demonstriert. Also die ganze Demonstrationen mit dem für der Friede und das nicht neue Rüstwort und so, das hat sich alles da abgespielt. Ja, ist also richtig historisch. Ja. Du hast eben Schloss Poppelsdorf erwähnt. Da fällt mir das Lied in. Jetzt hätte das Schmitzebilla in Poppelsdorf und Villa, das hätte ja wohl einen historischen Hintergrund, wenn ich richtig informiert bin. Ein Kronprinz, so eine Adlige jedenfalls, der hatte Fisternöl mit dem Schmitzebilla. Und als er dann in eine Brüching aus irgendwelchem Grund, ich weiß nicht, hätte das Schmitzebilla aus Dankbarkeit ein Villa geschenkt gekriegt. Und der Ostermann hat das Lied draus gemacht.
Ist ja nicht schlecht. Ja, da jedet überhaupt viel Verwandtschaft. Das Gölle ist ja auch wie Bonn von den Römern gegründet wurde. Also haben wir da jetzt gemeinsam. Und natürlich auch viel Kultur, das was so ähnlich ist wie in Gölle, haben sie da das schöne Kontrakreistheater. Das ist so ein bisschen wie in Gölle das Theater am Dom. Kann man gut hergehen. Ja, und das darf man nicht vergessen, ein ganzer Rutsch von Museen sind in Bonn zu finden. Ich weiß, ich meine, ich war mit der Penzens da gewesen, das Museum König, wo die Urwelttiere ausgestellt sind und weiß ich was, ne? Das stimmt doch. Ja, das ist ob der Kennedy-Allee, da jon sie hüg auch noch jen her. Wenn man nicht so weglaufen will, kann man beim Bahnhof Hingenrussjon und da guckt man an das Rheinische Landesmuseum. Das ist schön für Leute, die sich für die Römer interessieren. Da jedet eine große Gedenkstein für der Marcus Caelius und da steht ja drauf, dass der bei der Schlacht hier in der Varus mitgemacht hat. Das ist also jetzt richtig Wichtiges und da kann man da belohnen. Und dann haben sie auch so Sachen, die man antrecken kann, dass man aussieht wie eine Römer und so. Also ich passe da nicht so ganz rein, aber für die Pens ist das schön. Ja, aber du hast eben die Varusschlacht von die Sprache. Kannst du das jetzt neuer Folklore? Also die Römer haben ja probiert von Gölle aus und von Bonn aus noch ob die andere Sieg ziehen. Und wollten Was für ein ja, anderer Sieg? ja, ob die, was man sage, der Schälsieg, also die wollten sehen, was ob der andere Sieg vom Ring los ist und ob sich das lohnt, das auch zu erobern. Und da haben sie auch fast für gehabt. Und dann war die Schlacht, die der Varus angeführt hat von den Römer aus, und da haben sie endlich eins ob der Dates kriegen. Man dät sich denken, wo das war. Aber jedenfalls, das Ding, was da im Museum ist, zeigt, dass das stattgefunden hat. Und das ist sicher, dass sie den Stein da gefunden haben, wo nicht die Varusschlacht war. Aber steht da drin, dass sie da Griechen hatten. Wer jetzt mit der Geschichte nicht so viel am Hut hat, der kann aber in das Museum für die Kunst, also in die Bundeskunsthalle, da kommt man auch mit der Straßenbahn her und das ist toll. Da ist auch ein schöner Café drin und eine tolle Shop und dann die Ausstellungen, die Wessele, das ist ein richtig gute Adresse. Ja, und das Ganze ist noch, wird richtig finanziert, wie Bonn noch Bundeshauptstadt gewesen ist. Da zehren die ja heute noch von. Ein Rest von den Ministerien, die jetzt in Berlin sind ja noch wenigstens stückweise in Bonn geblieben. Für Beispiel die Verteidigung, die Ernährung und Landwirtschaft, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Naturschutz, Nuklear und so weiter, aber das müssen wir jetzt nicht. Das kann man bei einem Besuch sich selbst dann erwandern oder sonst jetzt. Aber wenn du nach Bonn fährst, dann gehst du nach den Ministerien, da freuen die sich aber über den Besuch. Das war ja jetzt nur gestrunzt. Ja, Evans, ich würde sagen, da gehst besser in das Haus der Geschichte, da kannst du das alles nachschauen. Ja, das ist wahr. Und wer keine Lust mehr hat auf die ganze Kultur, der kann in Bonn schön spazieren. Also Wo gehst du dann am besten dahin? Ja, für die Senioren, aber auch sonst, für die Kinderware und für die Aussicht ist es am schönsten am Ring. Es ist ein bisschen gefährlich, weil da so viele Lükscher sind mit den Rädern und mit den Inliner und mit den Skateboards, muss man ein bisschen aufpassen. Aber man hat die schöne Aussicht über das Siebengebirge und das ist echt schön. Kann man bis nach Jodesberg laufen. Ja, und von wegen laufen, du kannst auch über die Brücke laufen, auf der Schälsieg, ne? Du kannst auch mit demselben Ticket dahin fahren. Und da ich anfange. Du meinst jetzt nach Beul? Ja, nach Beul. Da ist ja auch ein besonderer in der Fastelovenzeit, ne? Aber das immer spreche ich ja jetzt vom, ich weiß nicht, ob Beul schon in gemeint ist, aber Beul ist einfach Beul, ne? Beul ist Bonn, Nordost steht jetzt auf dem Straßenschild, ist krass. Jedenfalls in Bonn, Beul, ja, wird eine schöne Bahnhof und da ist jetzt auch ein Wirtschaft. Da kann man schön am Ring sitzen und über das Wasser schauen und von da aus kann man laufen bis an die Mündung von der See. Ach, ja, da muss man aber ja zu Fuß hin, ne? Ja, ist einfach, geht immer geradeaus und ist auch flach. Das kann man auch, wenn man halt in Rente ist, kann man daher gehen. Ja, also, Leif Lübscher,
Vielleicht haben wir euch Appetit gemacht, wünschen euch jedenfalls noch viel Sonnenschein. Und das Schöne an Bonn ist auch, die sprechen bei nirgends als wie's mir. Wir wünschen euch ein Jode Zick und dann sagen wir bis beim nächsten Mal. Tschö.